Ich befürchte, wir haben hier nichts gelernt. Noch schlimmer, falls du das Video des M5 geschaut hast, dann muss ich mich bei dir entschuldigen, denn ich habe deine Zeit doppelt verschwendet. Wow, was für ein Anblick. Wann war das letzte Mal, dass wir sowas Schönes aus München gesehen haben? Das muss ein Scherz sein. 105 Kilometer. Das Auto ist brandneu. Ich verabschiede mich vom M8, indem ich diesen M8 begrüße. Der 8er ist tot. Vielleicht. Möglicherweise. Die Produktion des M8 Coupés soll ja Anfang dieses Jahres zum Ende kommen. In manchen Märkten wie Japan ist die gesamte Serie aus dem Konfigurator gestrichen. In anderen Märkten, wie zum Beispiel der Schweiz, sind noch alle Varianten zu haben. Den 8er umgibt also ein Nebel der Ungewissheit. Geht nur das Coupé oder nur das M8 Coupé? Kommt der 6er wieder? Lasst uns in die Vergangenheit zum allerersten 8er zurückreisen. Warnung, ihr werdet euch alt fühlen. Wir näherten uns dem Ende des 2. Jahrtausends. Wow. Als BMW sich entschied, die Produktion des 6ers zu beenden. An seiner Stelle sollte der 8er in Erscheinung treten. Ein futuristischer und eleganter GT und das Beste daran, der 5 Liter V12. Allerdings schien erst das letzte Modell der Reihe Dampf in die 12-Zylinder einhauchen zu können. Der 850 CSI mit dem 5,6 Liter V12. Codename S70. Ja, der S70. Der später als S70 II das Herz des McLaren F1 bilden würde. Und des M8, der aber nie das Licht der Welt erblickte. Dafür mussten wir nochmals 2 weitere Jahrzehnte warten. Wir springen direkt ins 3. Jahrtausend. BMW zieht beim 6er mal wieder den Stecker und wehe, jemand erwähnt den GT. Und bringt den 8er zurück. Einen eleganten Grand Tourer mit viel Ausstattung und wow, ich habe ein Déjà-vu. Oder ich hätte ein Déjà-vu gehabt, wenn er tatsächlich mit dem V12 zurückgekommen wäre. Ihr seht, der E24 und E31 hat nicht viel gemeinsam, wohingegen der 8er eigentlich ein umgestylter 5er ist. Aber hey, wir haben den M8 bekommen. Und da haben wir ihn, zum allerersten Mal. Die Geduld der BMW-Fans wurde in den letzten paar Jahren ordentlich auf die Probe gestellt, gerade was das Design der Fahrzeuge angeht. Davon dürfte der 8er aber ausgenommen sein. Der 8er sieht super aus, er ist tief, breit und wenn er im Rückspiegel auftaucht, boah, richtig bedrohlich. Und dieses Exemplar ist super ausgestattet. Die Farbe Frozen Pure Grey Metallic und ich bemitleide schon den Typen, der das waschen muss. Ich muss es waschen? Hey, ich muss es waschen? Hat er gesagt, ich muss es waschen? Dazu gibt es noch das Carbon-Paket, das hier diese Einsätze in der Frontschütze beinhaltet, die Spiegelkappen, den Spoiler und den Diffuser-Verschnitt. Und dann hätten wir hier noch die 19 zur... Wisst ihr was? Wir müssen heute noch viel fahren. Lasst uns einfach. Lasst uns los. Okay, schaut her. Wir sind auf Winterreifen unterwegs. Und obwohl es 19 Zöller sind und damit nicht gerade winzig, ist es doch irgendwie ein eigenartiger Look. Gerade wenn man noch dazu bedenkt, dass der Civic Type A, der gleich daneben stand, auch 19 Zöller hat und 2 65er Reifen. Okay, schaut her. Dieses Review wird vermutlich nicht sonderlich aussagekräftig sein. Es sind nicht nur die Winterreifen, das Auto ist auch brandneu. Und es ist nicht mein Fehler, dass das Auto neu ist, aber das wäre doch irgendwie auch keine Art, mit dem Auto so umzugehen, oder? Es ist wie wenn jemand ein Baby vor deiner Tür lässt, dann bist du auch gezwungen, dich darum zu kümmern, oder? Die Schweiz ist kein Motorenterritorium. Die Schweiz ist Fahrwerksterritorium. Und das Fahrwerk muss nicht eingefahren werden. Es sei denn, man möchte die maximale Zuladung testen, was ich aber nicht vorhabe. Und selbst wenn das Fahrwerk auch eingefahren werden müsste, ein paar Aufhängungsteile dürften vermutlich günstiger sein als ein Motor. Vielleicht bin ich also der Mann für diesen Job. Nein, ich bin nicht der Mann für diesen Job. Aber ich bin willens, diesen Job ausnahmsweise anzunehmen. Schließlich will ich das für uns beide doch super verstehen. Ich wollte den M8 aus 2 Gründen fahren. Zum einen ist er vielleicht bald weg und zum anderen ist er dem F90 M5 am nächsten. Und das erlaubt mir den Vergleich mit dem G90 M5.
lasst uns über das Interieur reden. Ich bin noch nicht ganz 40, aber im Herzen schon ein ziemlich alter Sack. Denn das Interieur des G90 M5 war sehr extravagant mit den Kinobildschirmen und der Lichtshow. Aber hier drin, das fühlt sich richtig an. Es fühlt sich einfach besser an. Und das aus mehreren Gründen. Zunächst einmal fühlt es sich einfach vertrauter an. Und zum anderen ist es besser ausgearbeitet. Ich habe noch nie solches Leder angefasst. Und zum anderen wäre da noch die Sitzposition. Die ist nicht nur gut für ein viertüriges Coupé, die ist auch sonst fast perfekt. Du sitzt tief im Auto drin, mit dem Lenkrad auf Brusthöhe, wie es sich gehört. Und es ist eine Weile her, seit ich das letzte Mal mit der Sitzposition zufrieden war. Im Vergleich dazu war die Sitzposition im G90 zwar auch okay, aber die höhere Sitzposition war durch die Batterien unter dem Fahrersitz unvermeidlich. Und ich habe nicht vor, über Lenkräder zu reden heute. Ich habe in meinem 5-Video schon viel zu lange über Lenkräder geredet. Drin haben wir das schwarze Merino-Vollleder und ich glaube, das bedeutet, dass jede Oberfläche im Auto in Kuh eingewickelt ist. Auch die schönen Türinnenseiten hier. Und wenn man sich die Dekorelemente aussucht, dann findet man die hier auf dieser Abdeckung. Das hier sind die normalen M-Sportsitze, aber für 6.000 Franken mehr gibt es auch im M8 die Carbon-Schalensitze. Apropos Carbon, da gibt es eine Option, über die ich mit euch reden will. Lasst uns kurz aussteigen. Eine Option, die im Konfigurator unter Interieur zu finden ist die Carbon-Motorabdeckung. Die kostet sage und schreibe 1.500 Franken und wurde hier nicht angekreuzt. Dann gibt es noch das Shadowline Laserlicht, die schwarzen Bremssättel der Compoundbremse und noch die getönten Scheiben. Alles in allem eine 250.000 Franken. Viel werden wir ja heute nicht über den Motor reden können, aber der 4,4 Liter Hot V V8 ist so sämig wie brutal, auch in dieser frühen Phase seines Lebens. Und es dauert nur einen Augenblick von alles unter Kontrolle bis, oh mein Gott, ich werde ein paar Monate nicht mehr fahren dürfen. Und nur einen weiteren Augenblick bis nach, oh mein Gott, ich werde nie wieder fahren dürfen. Es ist 2025, das heißt nicht mal ein 4,4 Liter V8 darf noch laut sein, zumindest nicht draußen. Aber du kannst das Auto oder den Motor in Sport Plus setzen und dann fühlt es sich immerhin hier drin so an, als würde dich jeder hassen. 2025 bedeutet auch, obwohl der 8er nicht das neueste Modell ist, muss er dich von Gesetzes wegen diesem Gebimmel aussetzen, um dich daran zu erinnern, dass du ein bisschen schneller fährst, als eigentlich erlaubt wäre. Darum habe ich einen neuen Test entwickelt und der heißt Von 0 auf Lass mich in Ruhe. Und es geht darum, zu messen, wie lange es dauert, um all den nervigen Müll auszuschalten. Und aktuell ist der nervige Müll die Stopp-Start-Funktion und die Geschwindigkeitswarnung. Also, los geht's. Stopp-Start. 3, 2, 1. Okay, wir haben einen Knopf dafür. Es dauert 2 Sekunden. Nun die Geschwindigkeitswarnung. 3, 2, 1, los. Also erstmal Home, dann irgendwie Car, Einstellungen, Fahrassistenz, Geschwindigkeitsassistenz, Warnung, akustische Warnung. 13 Sekunden. Total 15 Sekunden. Und das sind 15 Sekunden zu viel. Das muss besser werden. Es gibt allerdings eine Abkürzung, und zwar kannst du einfach in den Sportmodus und dann ist all der Müll weg. Über das Lenkrad wollte ich ja nicht reden, aber ich möchte über die Lenkung reden. Und zwar passiert um die Mittellage herum nicht sehr viel. Das ist ein bisschen unangenehm, wenn du in eine Kurve reintauchst und du brauchst diese eine Sekunde, bis du Feedback von der Lenkung bekommst, damit du dann auf deine Linie ziehen kannst. Nochmals, ich bin bereit, die Schuld den Reifen zu geben, befürchte aber, dass selbst Sommerreifen das Problem
nicht ganz eliminieren würden. War es beim G90? Nun, das ist ja das Spannende, denn beim G90 konnte ich das nicht beobachten. Und das, obwohl der G90 ja auch auf Winterreifen unterwegs war und beide Fahrzeuge im Prinzip dasselbe Fahrwerkssetup haben. Ich möchte meinen Vortrag über den Antriebsstrang mit dem Getriebe abschließen. Und zwar haben beide Autos ZF's 8-Gang-Automatik, aber der M5 kriegt die 4. Generation, die Platz für das Hybridgedöns hat, und der M8 hat noch die Vorgängervariante. Und das ist ein brandneues Getriebe, wortwörtlich ein brandneues Getriebe. Und es macht seinen Job aber super. Die Gänge werden sauber durchgeschaltet, es fühlt sich nie an, als wäre das Getriebe befordert. Gut, wie auch mit dem Motor. Alles tipptopp. Und natürlich hat der M8 Allradantrieb, natürlich fühlt es sich nie so an oder selten. Und natürlich lässt sich das Ganze auch ausschalten. Das steht heute aber außer Frage. Ich sehe heute auch von den Sportmodi ab, da entweder die Drehzahlen hoch sind oder die Gangwahl tief. Und natürlich könnte ich das auch selber so kontrollieren, aber das ist nicht die Art von manueller Arbeit, die ich bevorzuge. Der M5 und der M8 haben im Prinzip dasselbe Fahrwerkssetup. Das heißt Doppel-Dreiecks-Querlenker vorne, Mehrlenker hinten. Und natürlich kann die Feinabstimmung anders sein, aber der große Unterschied ist der Hinterradlenkung des neuen M5. Ich habe ein paar kurvige Straßen hinter mir und so ohne beide am selben Tag zu fahren, gleich hintereinander, konnte ich keinen Unterschied festmachen. Allerdings beim Parken, da spürst du definitiv, dass der G90 Hinterradlenkung hat. Beide sind ziemlich kompetent, was die Langstrecke angeht. Beide sind ziemlich kompetent, was die Sportfahrerei angeht. Die Frage ist, fühlt sich der M8 leichter an? Ich glaube schon. Ich meine, 400 Kilogramm sind doch ein ziemlich großer Unterschied. Aber fühlt es sich an, als wäre der M8 400 Kilogramm leichter? Da bin ich mir nicht sicher. Er fühlt sich leichter an, aber ob es 400 Kilo sind? Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich kann es nicht sagen. Es war das ganze Wochenende über warm. Gestern zeigte die Reifentemperaturanzeige hier bis zu 25 Grad an. Und das ist natürlich die Hölle. Und zwar wortwörtlich für Winterreifen. Taten es die Hancooks auf dem M5 viel angenehmer. Da waren die Temperaturen um den Gefrierpunkt herum. Oh, und die Reifendrücke waren bei etwa 3 Bar. Wussten die etwas, was ich nicht wusste? Oder haben die versucht, mich umzubringen? So, das Resultat der warmen Temperaturen war ein Auto, das nicht vorhersehbar zu kontrollieren war. Die weichen Reifen lassen Wankbewegungen zu und auf der Bremse oder in engen Kurven fängt das Auto an zu schwimmen. Und das wiederum fördert nicht gerade das Vertrauen. Also an dem Tag auf jenen Reifen, in dem Wetter, da hat der M5 besser funktioniert. Oh Mann, was für eine Achterbahnfahrt. Das waren die schlimmstmöglichen Bedingungen, um den M8 zu testen. Und trotzdem hatte ich keinerlei Probleme, mich mit ihm anzufreunden. Beim M5 war es umgekehrt. Da habe ich viel mehr Überzeugung gebraucht, obwohl ich viel mehr Spaß beim Fahren hatte. Ich befürchte, wir haben hier nichts gelernt. Noch schlimmer, falls du das Video des M5 geschaut hast, dann muss ich mich bei dir entschuldigen, denn ich habe deine Zeit doppelt verschwendet. Schau mal. So fühlt sich Blinken an. Aber gewöhn dich nicht dran. Das ist wahrscheinlich nie wieder brauchen.